Wir sind ein Familienbetrieb mit Milchvieh und Fleischvieh. Wir streichen 100 Milchkühe und daneben haben wir 25 Mutterkühe von Angussen. Der Betrieb wird geleitet von meiner Frau und von mir und dabei haben wir noch 2 Arbeiter, die uns unterstützen. Milch die geht zum größten Teil an Tarla, die deutsche Molkerei, wo früher am Move war. Und dafür 8 Jahre kommen wir aber auf die Idee, als eine Vakanz für die Milch Hof selber zu verkaufen. Und dann haben wir dann dezidiert eine Milchtankstelle aus der Schweiz zu kaufen, wo man dann halt einen kleinen Teil direkt in die Klienten Milch verkaufen, wie die Milch früher geschmeckt hat. Das ist nicht nur bei der Milch geblieben, dann haben wir angefangen, als Angus selber zu vermarkten. Für 2 Jahre haben wir beschlossen, für das Kalbfleisch selber zu produzieren. Und mittlerweile entwickelt sich immer mehr weit, weil wir immer mehr letzte Produzenten kriegen, die Sachen produzieren, wo wir dann auch probieren, mit denen zusammen zu schaffen und denen hier Sachen dann heute zu verkaufen im Hof. Erstens können wir den Klienten letzte Produkte herstellen, dem Klienten weisen, was für letzte Produkte wir haben, wie viele Produzenten wir haben. Und wir kriegen auch einen Bezug zum Klienten, für den Klienten um zu erklären, wie ein Hof richtig funktioniert, weil die meisten Leute verlieren einfach einen Bezug zum Hof. Also Milch, das verkaufen wir in 30 Liter den Tag. Du bist ja nicht Millionär damit, das aber du kriegst einen Bezug zum Klienten. Aber die Leute so, und du kriegst die Milch, wie man sie früher kannte. Die Kanner kennen auch keine richtige Milch, wie die denken, die aus der Packung ist die richtig und die aus dem Tank ist die falsch. Das Angusfleisch kriegen wir zu 90% Nutzzucht, die wird den Verkauf vom Hof verkauft. Als männlich steuertes Kalver vom letzten Jahr gepackt, für sie komplett verkauft zu kriegen. Das heißt, Sommer machen wir dort 2 Zuchten, einen Park für den Grill und dann einen normal natürlich Kalbfleisch. Und das wird wirklich Success und da kommen die Leute von weit hier und ich kann so alle Bauern, die das möchten, seht ihr doch. Während der Corona-Krise hat man sogar Leute, die sich von unserem Boutique ernährt haben oder von unserem Boutique gelebt haben. Da hat man einen richtig großen Zulauf, der durch alle letzten Betriebe da sieht, wo es hier geht, dass die Klientenzahl während dem an die Luft gegangen. Also mittlerweile ist es im Gang ein bisschen aufzugehen. Wir haben aber nicht die Klienten, die wir behalten.